Das Duell geht weiter, Freunde. Hier bei Part 20 bereits von Yu-Gi-Oh! 5D's Master of the Cards. Und das sieht ziemlich übel aus, ey. Alter, da geht uns ein beschissen Level-Deck. Der hat mich richtig schön im Mangel genommen, ey. Mal angucken, was der schon Karten im Friedhof hat. Sind zwar erst 8, aber so saustarke Karten. Alter Schwede, seine Stärke hat er da zurück im Deck. Und wenn er jetzt die richtige Karte zieht, kann er im nächsten Zug richtig schön eins reinwirken. Das wird übel. Ja, muss leider den Zug beenden. Geht nicht anders. 9 Züge müssen wir durchhalten, habe ich gewonnen. Wenn das geht, wenn ich Pech habe, macht er mich bereits in dem Zug kalt. Oh, Glück gehabt, hey. Alter, wie kann man nur so ein unverschämtes Schwein haben, wie ich es gerade habe. Das muss ich unbedingt ausnutzen, Freunde. Das muss ich unbedingt ausnutzen. Komm, Scherz der Karten. Komm schon, sei lieb zu mir. Wieso bist du so böse? Okay, Karte verdeckt. Oh, er fällt auf den Bluff rein. So, Zug beendet. Nummer 13. Noch 7 Stück, noch 7 Züge. Er darf kein Monster rufen. Nein, das wollte er verhindern, nicht den. Bitte nicht den, wie soll ich mal... Er hat zu viele Karten im Deck, wieso muss er ausgerechnet den jetzt ziehen? Menno. Ist doch voll der Arsch. Weil ein Countdown, toll, noch 6 Züge vor mir. Komm schon, ich muss ein stärkeres Monster rufen, ich hab genug im Deck. Hab doch nicht ein Tributmonster. Menno, Alter, mein Deck ist sonst immer so stark, aber heute lassen wir voll im Stich. Toll, Duell verloren, dankeschön. Oh. Und so einem elenden Penner besiegt. Hey, der hat doch nichts drauf. Ein nur unverschämtes Glück gehabt, sonst nix. Ich unbedingt stärker kann, weil ich vor allem dafür Defense so einsetzen kann, weil ganz ehrlich, das einzige Monster, was ich aktuell habe, was mir ein bisschen aus der Patch hilft, ist ja der Elfenschwertkämpfer, aber das ist einfach zu wenig. Das ist viel zu wenig. So, komm gleich nochmal. Natürlich gleich noch einmal hinterher. Ach, Menno. Beiwin, ich hasse dich. Dich und dein Ausgebot der Hölle. Aufsteigender Drache, jetzt sehe ich es auch. So. Du kannst fragen, wird der gleiche Deck gespielt oder wie? Verrückt. So, jetzt also wie sein Deck funktioniert, also spiele ich jetzt ein bisschen anders. Ich aktiviere letzter Countdown. Das klappt diesmal schon, keine Sorge. So, nun mal einen Kette im Angriffsmodus. Der ist eine besondere Fähigkeit und ruft mir noch ein Monster zu Hilfe, und zwar einen finsteren Resonator. Cool, was? Na dann setzt noch 2 Karten verdeckt. Und beende meinen Zug. Fürs Erste. Diesen Beiwinne mache ich platt. Irgendwie schaffe ich das schon. Ja, auf zumindest. Alter, das gibt's nicht! Ist klar! Im letzten Zug jede meiner Karten 1 auseinandergenommen zum Spiel plötzlich schwerer Sturm. Du bist im Arsch. Du bist so ein alter Penner, hey. Jetzt haben wir die stärksten Karten einfach ausgelöscht, ist klar. So. Jetzt bin ich sauer. Weil für den aufsteigenden Drachen habe ich genau die richtige Strategie, Freunde. Es kann nur eine geben. Erstmal rufe ich noch die Karte verdeckten Verteidigungsmodus. Und mache dann eine Synchrobeschwörung Goyo-Wächter. Ja, wenn er keinen Drachen Level 3 dann opfern kann, beziehungsweise für den Level 5 Drachen. Tja, was dann? Genau. Und kann auch niemals seine stärksten Karten rufen. Ich nehme ihm alle seine Monster.
eine nach der anderen. Gojo-Wächter! Angriff auf sein Monster! Juhu! Drachentruppen! Tja, kannst du zwar tun, aber dein Monster gehört trotzdem mir. Und eine neue Drachentruppe. Von mir aus mit der Freude bereitet, Alter. Ist kein Problem. So, wenn wir mal den Zug beenden fürs Erste. Fürs Erste nur, wohlgemerkt. Und der finale Countdown. Schreitet unermüdlich. Jep, war zu erwarten. Level 5 Drache. Ja, servus. Wie geht's denn so? Wieso ist eigentlich der Effekt des Level 5 Drachen stärker als der des Level 3, Level 7? Berg des Gegners, sehr schön. Alter. Voll ein Deck voll auf sein Level ab. Alter, ja, das ist nicht schlecht. Wisst ihr sogar den? Level 10, wow. Ein Finster hat er nicht, wa? Der finster bewaffnete Drache. Nee, hat er nicht. Wie kann jemand meinen Gojo-Wächter zerstören? Der ist so ein starkes Monster. Das gibt's nicht, hey, der macht mich einfach rund und führt mich vor wie den elenden letzten Anfänger. Tausend bloß 1000 kleine Verteidigungspunkte ist ja nix. Nada, 0. Ach, den hat er abgeworfen, wenn Effekt, alles klar. Tja, dann spiele ich erstmal die Rückkehr des Kriegers. Und rufe, soll ich ihn? Dann müssen wir zurück ins Synchrodeck packen, wird es auch gehen. Nee, rufe erstmal. Meinen mächtigen blinden Captain. So. Und nun spiele ich die Zauberkarte Feinkontrolle. Und wechsle ein Monster vom Angriffs- und Verteidigungsmodus. Tja, und da sieht es wirklich sehr, sehr schlecht aus. Captain! Sag mir doch mal, was niedrige Verteidigungspunkte eigentlich wirklich bedeuten, nämlich das Aus für seinen bewaffneten Drachen Level 7. Tschüssikowski. Perfekt. Und wieder mal ist mein Zug beendet. Fürs Erste aber nur. Final Countdown. Und Spielzug Nummer 6. Junge, ist das eine Schlacht hier, Leute. Echt unglaublich. So, jetzt sind wir beendet. Und hier kommt wieder mal Final Countdown zum Zuge. Spielzug Nummer 7. Was haben wir noch nicht Schönes, was ich da irgendwie spielen kann? Magischer Abfluss. Naja, wenn es bringt. Wenn es überhaupt was bringt. Captain, greif sein verdecktes Monster an. Noch nicht schon wieder. Als ob er das Teil schon wieder. Ne, geht egal, das stimmt. Er hat gar keine mehr. Du sind schon auf dem Friedhof. Haha. Wir sind Trottelmann. So, nee. Mal ganz kurz. So, zweite Main-Phase. Da ist noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Das war die 7. Ich habe jetzt noch keinen einzigen Lebenspunkt verloren. Na gut, jetzt war auch nicht, aber... Das kannst du klicken, Freundchen. Hier spiele die Fallenkarte Magischer Abfluss. Tja, jetzt muss ich erstmal eine Zauberkarte ablegen, damit du deinen Effekt behalten kannst. Kann er nicht und Tschüssikowski.
Daraus wird nichts mehr, Kumpel. Das kannst du knicken. Beiwin, Piwi, du Beefy-Wurst. Du Würstchen. Nur noch 12. Nur noch 12. Sehr schön. So, dann spiele ich mal wieder. Und zwar meinen blühenden Captain. Angriff! Auf sein verdecktes Monster. So viel zu seinem bewaffneten Drachen Level 3. So, das ist noch eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Und die Hälfte ist halt rum und das Duell gehört mir hier. Nein, zumindest mal fürs Erste. Noch ein Drache Level 3, das gibt's nicht hier. Das ist sonst ein Mini-Monster, könnte doch auch sein. Er spielt auf Zeit, aber er braucht unbedingt stärkere Karten, aber die kann er sich abschminken. Nicht heute, nicht in diesem Duell. Möbius, sehr gut, sehr gut. Aber später mal. Ich habe immer die Befürchtung, dass das der reisende Tribut sein wird und naja, hab keinen Bock drauf. So, Captain, Angriff! Und noch ein Drache ist im Arsch, geht doch! Tja, lange kann es nicht mehr dauern. Die Monster-Reinkarnation. Was die eigentlich sagt. Stufe 7, was will denn er damit? Hallo, bist du jetzt komplett bescheuert? Eine einzige Karte. Hä? Was soll denn das werden? Verstehe ich nicht, wieso spielt. Sollte sich so eine Karte zurück, kann die gar nicht aufrufen. Weil müsste ja den. Ja, also sprich, er müsste zuerst einmal den Drachen Level 5 rufen. Und den opfern wir Level 7, aber das kann er gar nicht. Was macht denn der da überhaupt? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Captain, greif an! Dezimiere endlich mal seine Lebenspunkte! Na, endlich! Zum ersten Mal in diesem Duell überhaupt Schaden gekriegt, hey, meine Fresse. Das wird zum ersten Mal im Part überhaupt. Da waren es nur noch 6. 7 ist der 13. Fackel. Und die 14. Zack. Sehr gut, sehr gut. Wir sind gleich am Ziel, Freunde. Gleich sind wir am Ziel. Kann ich riskieren, Leute? Soll ich es riskieren? Nee, ist mir zu riskant. Ist mir jetzt echt zu heikel. Sagt der gute alte Michael. Plünder Captain Angriff. So, dann machen wir wieder mal einen Zug. Mal wieder, schon wieder, wie auch immer. Nur noch 5 Flammen fehlen. Bis sein Schicksal besiegelt ist. Und da kommt der maskierte Drache! Der Penner vom Dienst! Was ist denn der jetzt? Da sage ich nur Tschüssikowski. Sayonara, goodbye! Tja, ich hab's mir gesagt. Final Countdown. So viel dazu und sehe ich mal wieder. Spalt wird immer besser, Freunde. Wird immer besser. Meine Hand wird immer größer, sein wird immer kleiner. Und sein Feld auch. Genauso wie seine Lebenspunkte schrumpfen. Kettenangriff! Nimm ihn auseinander! Sehr schön und Zug beendet. Nur noch 3. Eieiei. Was wird er wohl jetzt versuchen? Zweite verdeckte Karte. Okay, da muss irgendwo der reisende Tribut darunter sein. Das geht gar nicht mehr anders. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich spiele ja ein bisschen auf Zeit. Perfekt. Tja, jetzt mal eine Karte verdeckt. Rufen Monster Verteidigungsmodus.
Und switch auch mit dem blöden Captain im Verteidigungsmodus. Und beende somit meinen Zug. Was ist denn das für eine Karte? Hä? Echt jetzt? Okay, ich entdecke ihre Besitzer. Die Karte ist auch nicht übel. Alter Schwede. Die kann ja auch mal ganz fix ein Duell beenden. Oh oh. Ja, schön noch zwei neue Karten ziehen, aber aufgestiegen. Ja, jetzt will es mir aber zeigen, ey. Jetzt will er aber zeigen, dass er der King im Ring ist. Ja, gibt's noch ein Problem, Kumpel. Du hast mal eine Karte auf der Hand. Ist ein bisschen wenig, um das Duell zu gewinnen, was? Mein Geisterkrieger, kein Gegner für ihn. Trotzdem senken sich seine Angriffspunkte um 1000. Naja, bringt uns nicht gerade viel. Weil das Duell sowieso vorbei ist. Und der Sieg gehört dem guten alten Michael. Ja. Die Finsternis hat gesiegt. Oder so in der Art. Stufe Hochbonus. Yeah. 1300 Erfahrungspunkte. Oder DP wohl eher, genau. Die Duellpunkte. Ich hatte dich fast. Naja, zu stark wird ein bisschen übertrieben. Das war schon knapp. Schlüsselkarte, okay, jetzt haben wir so eine. Dann aktiviere ich die mal. So, jetzt haben wir noch etwa 3 Minuten, Freunde. Das ist ein bisschen wenig für ein Duell. Deswegen würde ich mal sagen, wir mit dem Rest der Zeit noch in den Shop und kaufen uns ein paar neue Booster Packs. Kartenpacks wollte ich gerade sagen. Kartenpacks, nee, Karten sind in den Booster Packs. So, mit dem Schuh raus. Ja, das ist die Frage, wo zum... Ah, da sind noch coole Karten drin. Wo zum Henker ist denn eigentlich der antike Feendrache drin? Das garantiert nicht hier drin. Hier vermutlich auch weniger. Kann trotzdem mal kaufen. Ne, Moment mal. Und dann... Wedging Battle, genau. So, das war das erste. 15 neue Booster Packs. Ach, wie ich mich freue. Ist immer fast wie Weihnachten. Ja, der kolossale Kämpfer. Geile Karte. Neko Shade, okay. Elementalen denkt natürlich sofort drin. Neko Shade zum 3. Mal, Alter. Kann man jetzt schon im Flohmarkt mit dem eröffnen. 4. Mal. Eine Rare-Karte ist klar. Zwielichtrosenritterin. Oh, die kann auch Sakisa-Stack noch. Mal der Zwillingsschwerplünderer. Verdammniskern, Dingsbums, was auch immer. So, Wedging Battle, wir sitzen hier aus. Starker Winddrache, okay. Zerrissener. Schwalbenstrahl, wurde auf dem Schwarzflügeldeck. Yep, schon wieder. Schlachtstürmer und das war's bereits. Naja, also bis auf eine Synchro-Karte, wir haben nicht sehr viel gehabt für uns, wa? Starker Winddrache eventuell, was haben wir schon wieder? Wenn man zum Typ Drache zu Boden angeboten wird, als Angriffskraft, hier wird ein Angriffspunkt des Tributen Monsters. Also ein Drachendeck durchaus zu empfehlen. Also der gehört eigentlich drin, ein Drachendeck. Da kannst du einen Jinzo auslöschen, ohne selbst drauf zu gehen. Zwielicht Rosenritter, ein Empfängermonster. Ja, vielleicht in Kombination mit den mystischen Tomaten für später. Na, mal gucken. Necroshape 4 Mal, ey. Naja, momentan hat nichts für uns. Blauer Jammer, klar. Für uns aktuelles Deck. Fallenreaktor, finsterer Bastler. Dann
deines Decks anlege... Oh, ist ein Empfänger auch sogar noch. Lege die Karten entweder auf oder unter dein Deck zurück. Eigentlich auch nicht übel. Chicken Baguda, noch eine alte Karte. X-Säbel-Dinger, Zündelschapeln bereits. Ja, jetzt die Zauberkarten, war vor allem entfernen, sind alles ein paar alte Dinger noch. Okasi, Lebenspunkte Schaden, genau. Ach ja, die gute alte Zeit noch. Schwalbenstreich, oder ist das für Schwarzflügel? Nicht nur. Was annulliere die Aktivierung des Effekts eines Effektmonsters, der aktiviert, wenn dein Monster speziell schon beschworen wird. Also sprich zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen schwarzen Rosendrachen rufe und den gleichen Effekt aktiviere oder irgendwie einen Zauberborg und einen Möbius. Klingt also nach einer starken Karte. Weil in der Regel, wenn du sowieso ein Monster rufst, das einen starken Effekt hat, setzt ihn sowieso gleich ein beim Rufen halt. Ja, wobei Spezialbeschwörung, oh ja, halt wie gesagt Synchro nur, also Möbius und Zauberborg geht ja gar nicht. Ist ein bisschen zu doof. Blutrotes Feuer. Rotdrachenerz-Duell war auch unbedingt. Kann ich mehr sprechen. Finstere Abstimmung. Zahl 800 Lebenspunkte, wenn man einen Friedhof auf eine Angriffsposition. Finstere Abstimmung. Ich überlege gerade, ich habe mal angenommen, ich rufe jetzt irgendwie mit dem Effekt einen Goju-Wächter zurück. Hat der zwar keinen Effekt mehr und kann in dem Zug nicht angreifen, aber dafür im nächsten. Oder aber, ich opfere ihn von ein stärkeres Monster. Oder wiederum, ich könnte ja mit ihm auch weiterhin synchronisieren. Also spiele zum Beispiel mit dem Zombie wiederum, könnte ich einen Sternschabdrachen draus machen. Ja, man sieht also schon, es gibt hier noch ein paar Dinge, die man da durchaus noch irgendwie kombinieren kann. Und natürlich der kolossale Kämpfer, der sowieso 100 Angriffspunkte für jedes Monster-Typ kriegen in allen Friedhöfen. Und der zweite Teil, der ist vor allem krass. Wenn diese Karte durch Kampfzerstörung auf den Friedhof gelegt wird, beschwöre ein Monster-Typ Krieger Spezialbeschwörung vom Friedhof eines beliebenden Spielers. Also ich kann ihn auch selber zurückholen. Das ist das Krasse dran. Na gut, eben nur, wenn er durch Kampf zerstört wird, aber ja. Ist ja auch durchaus möglich, wa? Alter, was für ein geiler Effekt. So, dann noch ein paar Karten übrig. Sieht momentan nicht mehr so gut aus. Gehe ich mal wieder auf die alten Packs zurück. Und zwar Dark Beginning. Und Dark Revelation, Volumen 1 und natürlich auch Volumen 2 noch. So. Und mal gucken, was wir jetzt hier Schönes drin haben. Ja, komm schon, ich warte ein bisschen. Ein paar Karten für ein Alternativdeck. Magions oder Finsternismonster. Hexe Schwarzen Waldes ist auch verboten. Sangan? Bist du irgendwo da drin? Kumpel. Oh je, es geht noch eine Weile Daumen, Freunde. Wellenbewegungskanone. Ja, die können auch durchaus was sein. Dunkelglanzritter, aber Flammenschwerkämpfer und schwarzen Magier. Könnte also ein bisschen heikel werden. Dark Revelation, Volumen der Rückstoßdrache. Das ist die Karte, die ich ganz am Anfang des Let's Plays gemeint habe. Die nahe Alternative zum, ich weiß nicht schon wieder, zum Pistolendrachen ist. Der Rückstoßdrache, so hieß die Karte, Menschenskind. Manticore der Finsternis, so, das war's bereits wieder. Wo ist denn jetzt genau hier? Und einmal pro Spielzug kannst du 3 Mal Münze werfen, falls das Ergebnis mindestens 2-mal Kopf ist, zerstöre eine Karte, die dein Gegner kontrolliert. Cool, oder? Ist nur also braucht nur ein Tribut und so. Ist ein Maschinenmonster, aber kann man durchaus ins Deck nehmen. Ist halt verboten, die hier, die alte. Mensch. Mächtig angreifen, ist eigentlich auch eine ziemlich coole
Ja, aber aktuell von unser Deck eher weniger das Wahre. Ja, wollen wir mal sagen, wir haben hier wieder ein paar ziemlich coole Karten gekriegt. Wenn wir dann offscreen noch überlegen, ob wir da noch ein paar ins Deck packen können, also sprich Synchromonster sicher, den kolossalen Kämpfer, aber vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Dinge. Monster-Tor zum Beispiel. Weil für unser Deck vielleicht eher weniger. Ja, wie gesagt, überlegen noch offscreen, was wir da für Karten in unser Deck nehmen können. Und dann sehen wir uns halt im nächsten Part wieder in unserem Deckmenü und gucken uns da an, was ich da für ein neues, schönes Deck zusammenbasteln kann, wa? Also in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Mit wieder mal dezenter Überlänge. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.